Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ich sitze mal wieder im Regen. Wörtlich und irgendwie auch im übertragenen Sinn. Im wörtlichen Sinn ist das nicht schlimm, denn das Wasser von oben brauchen wir dringend und es gibt Schirm und Kapuze. Im übertragenen Sinn heißt es in meinem Fall, dass ich manchmal viel zu viele Aufgaben und Erwartungen auf mich einprasseln sehe. Die Kapuze ist dann schon durchgeweicht und es ist kein Schirm greifbar. Dann denke ich, eigentlich schlafe ich gerne aus. Eigentlich mache ich es mir gern mit einem guten Buch gemütlich. Eigentlich koche ich gerne frisch, gesund und regional. Eigentlich schreibe ich lieber mit Füller als E-Mails. Eigentlich liebe ich es, Zeit bei einem guten Essen mit lieben Freunden zu verbringen und gehe gern tanzen oder ins Theater. Eigentlich verbringe ich unheimlich gerne Zeit mit der Familie, mache gerne Sport und bin einfach gerne in Bewegung. Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur viel zu selten dazu. Dieses Zitat von Ödin von Horvath begleitet mich seit Jahren und immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich denke, ich könnte auch ein ganz anderes Leben führen, eine ganz andere sein. Und dann kommt irgendwann unweigerlich die Frage, wer bin ich eigentlich? Bin ich überhaupt oder funktioniere ich nur? Lebe ich oder werde ich gelebt und von wem? Und was werde ich über mein Leben denken, wenn es irgendwann zu Ende geht und ich zurückblicke? Werde ich vieles bereuen und bedauern oder werde ich meinem Schöpfer am Ende aus Überzeugung dafür danken können, dass er mich wunderbar gemacht hat? Werde ich mit einem wohlwollenden Lächeln auf das blicken, was war und denken, gut war's, alles in allem. Anders als geplant, aber gut. Zweiteres ist definitiv mein Ziel. Aber wie komme ich dahin? Da kommt mir ein weiteres Zitat in den Sinn. Es ist nie zu spät, so zu sein, wie man gerne gewesen wäre. Das ist mein Schirm, mein Stecken und Stab, mein Hoffnungsstreif am Horizont. Ich habe jeden Tag aufs Neue die Chance, etwas zu ändern und eine ganz andere zu sein. Nicht immer und nicht ständig, aber immer mal wieder. Mein Garant dafür ist der mich im Mutterleibe gebildet hat, vor dessen Angesicht ich nicht fliehen kann, dessen Augen mich sahen, als ich noch nicht bereitet war und in dessen Buch alle Tage geschrieben sind. Gott umgibt mich von allen Seiten und hält seine Hand über mir, wer oder wie auch immer ich gerade bin. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.